Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion, der beste Podcast der Welt, und es ist endlich mal wieder für unsere Steady-Hörer soweit. Sie können sich freuen, die ersten 5 Minuten sind selbstverständlich für unsere Freibier-Lädchen, aber dann geht's erst so richtig ins Abo rein, weil endlich wird wieder über einen Marvel-Film geredet. Jetzt werde ich bestimmt gleich wieder verbessert, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Wir reden nämlich heute über Iron Man 2 und selbstverständlich denkt ihr euch, oh, hoffentlich nicht der Corby und der Mike, das interessiert doch keine Sau, was die über diesen Film wissen. Wo ist der Kani? Gibt's uns einen Kani, der gibt eigentlich die volle Ladung Informationen, die es überhaupt über Iron Man 2 gibt, als hätte er praktisch mitgeschrieben, mitgespielt und hätte danach noch eine Biografie darüber verfasst. Hier ist er. Meine lieben Damen und Herren, der Kani. Eure Gebete wurden erhört. Falle bin ich am Start, Falle. Was möchtest du denn da an Corbin und Mike allein schmerzen lassen? Von Tuten und Blasen, keine Ahnung, hätte ich bald gesagt, aber letzteres kennen sie sehr gut. Das wissen wir ja mittlerweile. Oh Gott, schnell nur in die 5 Minuten irgendwas Sexistisches einbauen. Weil, das war nicht sexistisch, das war eine Feststellung. Ja, unsere Hörer werden nie erfahren, wie du hinter der Steady-Seiten bist. Weißt du? Hinter diesem Abonnier-Button, was da eigentlich für voll schlimmere Witze lauern. Ich wollte gerade sagen, dann geht's richtig ab. Da werden Witze über Taubstumme gemacht, erst einmal. Also richtig krasser Shit. Das ist ja, seit dem Hardline wissen wir, dass es die ultimative Beleidigung ist, ja, die aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass man aufgerissen wird. Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, homophobe Aussagen, rassistische Aussagen. Also wir haben ein ganz, ganz großes Spektrum an absolut politisch unkorrekten Beschimpfungen. Aber erst nach 5 Minuten. Genau, nur darauf hat's ja auf welches Buffet gehen wir denn? Fisch, Fleisch oder ganz was anderes. Ja, wie identifizieren wir uns am Buffet? So, jetzt die meisten, die jetzt wirklich gerade reingehört haben, in der Hoffnung, hoffentlich erfahren wir in die 5 Minuten schon was über Iron Man 2. Da stelle ich einfach mal eine relativ provokante Frage. Mein Schatz. Iron Man 2 ist ja chronologisch korrekt, dass es direkt nach Iron Man kommt, richtig? In unserer MCU-Chronologie. Ja, das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Die darf ich aber in den ersten 5 Minuten noch nicht beantworten. Warum sondern nicht? Da ich sagen, wenn euch interessiert. Kim, warum nicht? Ja, weil ich da sagen, wenn euch interessiert, wo Iron Man 2 chronologisch einzuordnen ist, dann müsst ihr leider Steady-Abo abschließen, weil der Corby und ich werden das dann erst ab der 5-Minuten-Grenze klären, was zuerst kam. Hulk oder Iron Man 2? Ja. Huhn oder Ei? Ei oder Huhn? Iron Man 2 oder Thor? Oder vielleicht ganz was anderes, ich weiß nicht, vielleicht der Batman. Meiner Meinung nach kommt Iron Man 2 direkt nach Iron Man. Das stimmt ja auch. Theoretisch, ne? Wenn man jetzt rein nur von Iron Man ausgeht. Aber da gleich mal die Frage, Kani, um was geht's denn in Iron Man 2? Um einen Iron Man zum 2. Mal. Geil. Da hat sich ja jemand richtig viel Mühe gegeben mit dem Namen. Muss man schon sagen. Das ist richtig abgegangen. Dieser Jon Favreau ist ja nicht nur anscheinend für The Mandalorian ein Genie, sondern auch bei Iron Man. Wer denkt sich so geile Namen aus wie Iron Man 2? Ja, im 3. Teil sind sie erst richtig ausgeflippt mit dem Namen. Ja. Das ist richtig krass. Ja, aber in Iron Man 2 erleben wir jetzt einen Tony Stark, der bald wahrscheinlich das Zeitliche segnen wird und deshalb schon mal ein bisschen so, ich sage jetzt mal, nicht gerade elegant versucht, seine ganzen Angelegenheiten ein bisschen zu regeln und zu übergeben. Und natürlich kommt dann auch noch ein neuer Gegenspieler auf. Wer das ist ein Mann, der hat ganz, ganz viel Botox im Gesicht. Mickey Rourke als Whiplash.
Und warum der auf unserem Tony Stark so sauer ist, das erzählen der Corby und der Mike euch jetzt nach der 5-Minuten-Grenze. Ich bin jetzt raus mit dem Scheiß, bitte euch. Bitte. Na, du bleibst stehen da. Wir zwar regeln das untereinander, okay. Aber du hast vollkommen recht, das regeln wir jetzt hinter unserer Abo-Paywall. Und für alle anderen, ja, schließt es jetzt endlich mal ab. Selber schön. Bleibt nichts anderes übrig.